Das am Anfang mein nächsten Nationalkongress letztes Jahr einen Stundtrittsrede gehalten, wie ich für ein Jahr der Marie Astrid als Parteipräsidentin gewählt gesehen, zusammen mit dem Generalsekretär Luc Reuter und den Vizepräsidenten. Wir können nicht sagen, das ist nicht immer einfach, das Schiff zu navigieren. Ich ging mengen bis lo kommen wir ganz gut dadurch. Die erste Herausforderung, die direkt auf die Parteispitze durchkommt, war die Europawahl. Die Michael hat sie gerade schon erwähnt. Als Partei sollte man belohnt gehen für einen guten Wahlkampf mit unseren Informationsofender vom ganzen Land und unserem exzellenten Spitzenkandidat, dem Ferner Kartheiser. Für die erste Kehr an der Geschichte von der ADR haben wir fertig gebracht, ein Mandat am Europaparlament zu kriegen. Aber wie das wir heute zu Kiew sehen, am schönen Norden, will ich mir da auch nicht hören lassen, zu erwähnen, dass also noch Deputierten, die Javenglen, aus dem Stand heraus Zweitgewählten von der ADR bei den Europawahlen gehen aus. Jeff, du sagst, nicht nur auf nationalem politischem Niveau raschen die Leute eine hohe Kompetenz haben. Aber sie sind sicher, dass durch zu Brüssel als Ländchen würdig vertreten gingst. Den EU-Sitz verdanken wir der Herder seriöse Arbeit von der Partei und der Fraktion an den letzten Jahren, an all unseren Membern und Wählern, die uns immer unterstützt haben. Ich sage nicht dafür ein ganz, ganz grosses Merci. Kommen wir zurück bei den Ferner, dem Mann, den der Brüssel gepackt hat und auf Straßburg. Matthias Maniveraus, kompetente Realpolitiker im EU-Parlament. Ein von unseren EU-Wahlversprechen war, als wir die Anerkennung von der Lützeburger Sprache anzusetzen. Der Ferner hat schon den Grundstein dafür gelöst, an dem sie probierte, der Lützeburg am EU-Parlament zu schwätzen. Das ist eine Affäre à suivre, ich meine, letzte Woche konnte man in der Zeitung lesen, es geht fair und wir lassen doch nicht labber. Ganz sicher nicht. Ein anderes wichtiges Sujet auf europäischem Niveau ist aber leider noch immer der Krieg an der Ukraine. Wir auch heute weichen wir keinen Millimeter von unserem Standpunkt, mit dem wir auch schon an die EU-Wahlen gegangen sind, an die sich seit Winter auch nicht verändert hat. Wir plädieren für eine Eskalation vom Konflikt zu verhindern, Menschenleben zu schonen und den ukrainischen Territoire so gut wie möglich zu präservieren. Und so wie der Moment ausgesagt, schenkte Ferner schon 2022, wenn die 3 Punkte genannt wird, nicht ganz falsch, mit seiner Aussage gelehnt zu haben. Als ADR hoffen wir, dass es schnellstmöglich zu einem konkreten Waffenstillstand kommt und die diplomatisch Wege, die ja endlich angelaufen sind, aufrechterhalten gehen und noch Lösungen gesichert wird. Liebe Freunde, wenn dem Ferner seine Arbeit mehr genau verfolgen will, wird nicht enttäuscht. Vergeht bei keine Woche, nemol kein Darumfang, wo der Ferner nicht auf Videos auf den Social Media live aus Brüssel oder Straßburg berichtet und euch seht, wo du schon ganz stark direkt auf europäischem Niveau. Schaut für drunter am Kader vom EU-Parlament sitzt die harte Serie Arbeit von unserer Partei und Fraktion erwähnt. Und da kommen wir schon zu meinem nächsten Sujet. Mein Gast Giberia und Robbie Mehlen haben wir als Partei Diskussion über die 5/6-Pension, die größte Pensionsreform heute zu Lützeburg im Zweiten Weltkrieg, ausgelöst. Und das zum Wohl von allen schaffenden Leuten hier am Land. Heute stehen wir am Bereich der Pensionen für eine ganz wichtige Aufgabe. Der hat sich schon am Wahlkampf 2023 und der als einzige Partei klar zu den Pensionen positioniert. Es muss zu einer Anpassung an unserem Pensionssystem kommen. Wir waren die Einzigen, aber wirklich die Einzigen, die bislang mit konkreten Vorschlägen und der Öffentlichkeit gegangen sind, in Form von unserer Broschüre «Schaffen die Herz alle in ihrer Briefbot» und noch mehr ausfeierlich und mengeriert an der Chambre gewesen haben. Wir hatten an der Partei eine Arbeitsgruppe gegründet mit Leuten aus verschiedenen Bereichen und auch da konnte man auf die Unterstützung vom Gast zählen und haben zusammen die verschiedenen Ideen ausgeschafft. Ich will dir ganz große Merci all denen sagen, die sich freiwillig die nötige Zeit geholt haben. Ich weiß das immens zu schätzen und schuld nicht für selbstverständlich.
Ich will euch heute auf dieser Platz als konkrete Ideen zusammenfassen. Liebe Freunde, ich meine, ihr wisst alle gut, unser Pensionssystem beruht im Umlageverfahren, also die schaffen Leute von Haut, bezahlen Pensionen von Haut. Das setzt also logischerweise ein demografisches Wachstum an der kotisierenden Bevölkerung voraus. Wenn wir also stur unser Pensionssystem wie lo aus beibehalten wollten und an der Theorie den nächsten Wachstum liefern gingen, da bräuchte man laut Berechnungen nur 1.715.000 schaffende Leute für 745.000 Pensionären am Jahr 2070. Das ist unvorstellbar. Was das für das Land als Infrastrukturen, die Verkehrssituation im Wohnungsmarkt, für ein soziales und Gesundheitssystem bedeuten gäbe, will ich kaum vorstellen. Liebe Freunde, wir wollen den demografischen Wachstumsmodell definitiv nicht. Wir wollen unserem Land und den kommenden Generationen das nicht tun. Wir müssen aus der Wachstumsfalle raus, da der will kein 1 Millionen, auch schon ganz sicher kein 2,5 Millionen Einwohnerstaat. Alle Bürger muss sich aber heute bewusst sein, was mir frei aufhängen, Korrekturen vorzuholen, und ich so nicht direkt, sie werden unkommod sein, und das steht auch schon in unserer Wahlbroschüre. Was das Männer weh für uns, mehr auch für die kommenden Generationen. Das sie mir hinnen an der Zukunft von unserem Land schuldig. Also der proposieren wir auf der einen Seite eine Reihe kurzfristiger, mittelfristiger Maßnahmen, die den ersten Pilier stärken sollen und damit ein aktuelles System entlasten. Das Vorschlag bedeuten einen generellen Solidaritätsbeitrag für jeder einzelnen Akteur, dem Staat, dem Patronat, dem Salariat, aber auch den Pensionären. Das will ich heute ganz klar sagen, steht zum allgemeinen Pensionsregime, den im Solidaritätsprinzip basiert, aber bei dem jeder pflichtversichert ist. Das erste Pilier aus einer Pensionsdiskussion die wichtigsten. Muss integral erhalten, ausgebaut und aufgesichert gehen. Da ist sich aber bewusst, dass wir durch das Vorschlag, die wir machen, just Zeit gewonnen für eine nachhaltige Änderung vom Pensionssystem. Was proposieren wir also für den Moment? Wir haben verschiedene Ideen. Eine Erhöhung von den Kotisationen von 8 auf 9%, das ist aber progressiv, über die paar Jahre. Und nicht von heute auf morgen, sodass all die 3 Akteuren, Patronat, Salariat und auch der Staat, die entsprechend Zeit haben, sich anzupassen. Eine Erhöhung vom vorgezogenen Rentenalter im Jahr, auch das progressiv über die paar Jahre. Dabei wollen wir aber den legalen Pensionsalter von 65 Jahren beibehalten und auch selbstverständlich Kotisationsjahre von 40 Jahren. Da der proposiert doch, dass die Freiberufler über 65 Jahre weiter kotisieren dürfen. Dem Freiberufler soll erlaubt sein, die obligatorische Pension mit 65 Jahren nicht auslaufen zu lassen. Hier kotisiert normal weiter, er soll seine Pension dann holen, wenn hier nicht für richtig hält. Kommen wir 465. Geburtstag. Da ist im Moment am Privatsektor ein Plafond, ein Drittel vom Mindestlohn für nebenbei nach etwas zu verdienen, durch freiwillig zusätzliche Arbeit. Da der will den Plafond von einem Drittel vom Mindestlohn aufschaffen, es soll kein Plafond mehr an dem Bereich für die Pensionäre gehen und ihnen die Mutter mehr Freiraum geben. Wenn die Pension mehr hochschlagen, wird Resetten an der Pensionskasse, und das tut hoffentlich schon alle gehören, sollten aktuellste Berechnungen nur schon nächstes Jahr soweit sein, und da da gegen den Automatismus von der Anpassung von Ajustementen die um 75% gekürzt, aber bis auf 0% reduziert können gehen, laufen. Mir als ADR hatte schon bei der Aufführung von dem Gesetz 2012 einen mehr nuancierten Weg proposiert, den wir auch heute noch immer für richtig halten, den degressiven Ajustement. Also der proposieren wir, dass ein Ajustement bis 10-mal den Mindestlohn beibehalten wird und dann noch an Tranchen reduziert wird. Wir müssen so an unserer Pensionskasse halten. Sie ist nicht da, für zu politisieren. Es handelt sich um eine Assurance, kein Umverteilungsinstrument.
Wenn wir gar sozialpolitische Leistungen bezahlen, die über die Aufsicherung im Alter herausgehen, dann müssen die über das Staatsbudget bezahlt gehen. Sie dürfen auf keinen Fall zu Lasten von der Pensionskasse gehen. Ein Beispiel hier sind Babyjahren. Die kosten alle Jahres 170 Millionen. Das heißt, am Anfang nächstes Jahr, wo wir schon anscheinend Defizit tun, von 100 Millionen gehen wir da schon mal als Pensionskasse retten. Und ich meine schon am Gefühl, dass das vielleicht ein Piece ist von der Regierung. Aktuell kriegt den Studienjahre bis zum Alter von 27 Jahren unabhängig vom Diplom bei der Pension angerechnet. Dem Modell ist für uns als ADR nicht mehr zeitgemäß. Der ADR proposiert just nach einer Regelstudienzeit anzurechnen. Dafür aber unabhängig von der Frage, zu welchem Zeitpunkt am Leben. Die Studienjahre, wie auch die Jahre, die über die Regelstudienzeit herausgehen, sollen aber auch zu allen Moment nachgekauft können gehen und von den Steuern aufgesagt können gehen. Leifren, kommen wir zum zweiten Pilier, also dem von den Betriebsrenten, wie dem dritten Pilier, den die Privatzusatzversicherung umfasst. Vom zweiten Pilier kann all Salarié und all Freiberufler, den zuletzt beschwund, profitieren. Da der proposiert, dass die Hälfte von den Patronsbeiträgen, also die Allokation patronal, auch von den persönlichen Beiträgen, Kotisation personell, unverändert bleiben. Das Beiträge müssten aber definitiv in Zukunft indexiert gehen. Zusätzlich proposieren wir eine Anpassung von den Steuern an dem Bereich festzuhalten. Eine Standardbesteuerung von 20,9% auf das Beitrag ist komplett uninteressant für kleine und mittlere Betriebe. Dafür proposiert er auch heute, dass in Zukunft das Beitrag nicht zu versteuern sind, genauso wie die Beiträge aus dem ersten Pilier. Par contre, die Steuern gehen dann recht beim Ausbezahlen von der Pension bezahlt. Mit der Propos ging morgen eine Simplifikation administrativ, die Lieblingsfeder von allen Regierungen empfangen, an der Steuer kriegen, weil alle Revenus aus Pension aus den 3 Pilieren zur selben Zeit mit dem nämlichen Barem besteuert gehen. Für den dritten Pilier kann in einem Moment bis zu 3.200 € pro Jahr zurücklehnen für eine Privatpensionsversicherung. Heute proposiert er, dass die Rigidität pro Jahr abgehoben wird und eine Flexibilisierung von den Montants, die ich steuerlich aufsetzen kann, angefeiert wird. Am Moment kann ich auf 40 Jahre Maximum 128.000 € steuerlich aufsetzen, man aber pro Jahr maximal 3.200 €. Die meisten Leute verdienen aber am Anfang von ihrer Karriere nicht dementsprechend für das zu machen. Deswegen soll es möglich sein, zu einem späteren Zeitpunkt die entsprechenden Kotisationen notzukämpfen. Weiter sieht sie noch die Proposen, die ich aus dem zweiten und dritten Pilier präsentiert habe, limitiert. Wenn wir aus der vierten genannten demografischen Wachstumsfälle raus kommen, dann muss man es langfristig eine unkonventionelle Lösung erfallen lassen. Wir haben das 1987 und 1999 schon getraut. Heute weiß dass wir es nicht trauen, unkonventionell zu denken. Wir haben uns Gedanken gemacht, für ein kapitalgedecktes Pensionssystem parallel zu unserem Umlageverfahren basierte Pensionssystem aufzubauen. Wir schwätzen heute von unserem Vorschlag von einem Staatsfonds. Von einem Staatsfonds wird auch ein CSV-NDP geschwärzt. Just sind wir weiter in unserer Ausarbeitung gegangen, wie der Fonds konkret aussehen soll. Kapital gibt den neuen Fonds, wie bisweilen schon aus den freiwilligen Kontributionen vom zweiten und dritten Pilier beziehen. Beiträge gingen aber nicht einzeln auf verschiedene Fonds, sondern gemeinsam an einen grossen nationalen Fonds fließen. Wir geben also einen Exponentialeffekt erzielen. Beiträge wären verzinst, und das ist ganz wichtig, auch verzinseszins. Den abbezahlt, bleibt proprietär vom Kapital, mehr kann es nicht mehr aus dem Fonds herausholen. Pension, die proportional zum eigenen Nunden gerechnet wird, käme rein aus dem Rendement vom Fonds. Das heißt auch kleine Kapitalanlagen profitieren so von der Synergie von einem einzig grossen Fonds. Was das Rendement besser ist, was die Pension nämlich groß ausfällt, von allen Einzelnen. Ein anderer Vorteil ist, wie das den Abbezahler proprietär für sein eigenes Kapital bleibt, spielt jeweils Schenkungsrecht. Kapital mit seinen Zensus, sprich, geben also ob die eigene Kanne, respektive eine Person oder Institution, die am letzten Wille selber bestimmt hat, überdrohen. Mit unserer Idee gingen wir also generationsübergreifend solidarisch handeln.
Es käme noch weitere positive, kumulativen Effekte bei. Die junge Generation kann weiter auf die Giften Undeler von ihren Eltern aufbauen und immer der Wiest über Generationen Kapitaleinlage von jit verringern. Dadurch erhöht sich ein Undel Umfang von Generation zu Generation. Mit dieser Idee muss ich keine Sorge machen, dass man in Zukunft vom Staat am Stach gelost gehen, was Pensionen betrifft, ob man's. Als ADR wollen wir also Fonds nicht als Ersatz, mehr als Ergänzung, und ich wiederhole mich, parallel zu unserem bestehenden System aufbauen. Wir legen mit dieser Idee von diesem Fonds Fundament für ein generationsübergreifenden, solidarischen Pensionsmodell. Also wie der Mijet schon gesagt hat, ja, wir können konstruktiv und heinz ein bisschen verzwickt denken, für auf gute Lösungen zu kommen. Das sind also Proposen. Das heißt nicht, dass die erstehen gemäßigt sind. Es sind die Punkte, auf denen der bereit ist, etwas zu verändern. Wir lauschen, aber auch ganz interessierte Vorschläge von anderen Parteien noch, wann da endlich kommen, sie wird von der Opposition oder der Regierung. Auf jeden Fall können die Leute zu Lützeburg sich auf der verlassen. Wir bleiben im Ball, wir holen gemeinsam mit dieser Jurenpartei der Adrenalin und den Expertenrunden Deal und werden dadurch weiterhin als Ideen ein Gehör verschaffen. Was die Regierung schlussendlich zurückbehalten proposiert, wird mir hoffentlich noch das Jahr gewohnt gehen. Weil, wie ich wieder gesagt habe, Zahlen sind ziemlich deutlich. Nächstes Jahr haben wir ein seriöses Problem. Liebe Freunde, zu guter Letzt ein Message, den ich mal auf den Weg will gehen. Mich hat auch ein bisschen schon in die Richtung geschwärzt. Wir unterstützen nicht blind politische Ideen, aber wir haben auch Fragen. Wir können also einerseits auch Ideen von anderen Parteien, sie wir aus der Majorität oder der Opposition, unterstützen. Aber wenn wir der Meinung sind, dass das schlecht ist für unser Land und unsere Gesellschaft, da wären wir uns dagegen. Wir machen uns stark für die Ideen, von denen wir überzeugt sind, dass sie gut sind, gut für Lützeburg und unsere Gesellschaft. Das ist das Ziel von der ADR, ihrer Politik. Das machen, was das Beste ist für das Land und die Gesellschaft. Liebe Freunde, ich weiß, nicht mit dem Strom zu schwimmen, kostet immer Kraft, aber braucht ein gewisses Maß und Courage. Das ist nicht immer einfach, und das braucht eine Dickhaut. Mir das hält es nicht auf. Meine Überzeugungen, für die wir uns stark machen. Und den Zuspruch, den wir dafür aus der Gesellschaft kriegen, wiest immer weiter. Das bestärkt uns an unseren Ideen und weist, dass wir richtigen Weg sind. Alle Freunde, wir bleiben noch nicht stehen und drehen schon gar nicht um. Wir sind überzeugt und bereit, den Weg zu gehen und wir gehen zusammen. Das gestern, heute und morgen. Liebe alle Gute, ich komme zum Schluss, weil wir werden heute noch 5 spannende politische Reden hören. Ich bin der Redner, also schon ein ganz großes Merci für die Interventionen. Und ich alle Gute, dass ihr so zahlreich den Weg herübergefunden habt. Und wenn ich das die mich an euch aufgeschwärzt haben, so nur ich die Werte. Da der ist stark, da der wiest weiter. Und da der wird weiterhin ein verlässlicher Partner politisches Spielfeld zu Lützeburg sein. Ja, wir sind unbequem, aber konstruktiv. Und damit wünsche ich euch alle einen ganz flotten Kongress.